Es gibt eine Firma, die sich für die Rechte des Schweizer Käses einsetzt. Oha, Produktion auf Hollywood angelehnt, mashallah. Sowas würdest du in der Schweiz nie bekommen. Wir schauen jetzt ein schweizerdeutsches Video im Stream. Falls ihr es nicht versteht, versucht so den Kontext zu verstehen. Ich glaube, es geht. Wenn man sich anstrengt, dann geht es. Weil ich glaube, das Video ist sehr, sehr geil. SRF 2 am Morgen, Fake Fondue, unser größter Prank. 2 am Morgen, let's go. Ich glaube, wir würden alle gerne von uns behaupten, dass wir in einer freien Minute zu einem tiefgründigen Buch... Okay, das ist viel zu leise, warte. Okay, ihr müsst euch jetzt konzentrieren. Ihr müsst jetzt in euch gehen, ihr müsst euch konzentrieren und ihr müsst jetzt Schweizerdeutsch in eure Seele einschmelzen lassen. Genau das müsst ihr jetzt machen. Ich glaube, wir würden alle gerne von uns behaupten, dass wir in einer freien Minute zu einem tiefgründigen Buch oder einem gut recherchierten Zeitungsartikel greifen. Aber sind wir ehrlich, in unserem Alltag lassen wir uns meistens von so Sachen bespassen. Oha, Produktion auf Hollywood angelehnt, mashallah. Kurze Kicks für unsere TikTokerin erwischt Freund in Flagranti beim Betrügen. kurze Aufmerksamkeitsspanne. Abartige Stories als Ablenkung vom Alltag. Und absurde Newswahrheiten zum Weiterverbreiten. Dieses Fondue sorgt an Olympia für Wut und Verwirrung. Was ist denn da? Ein Fondue in einer olympischen Kantine macht sprachlos. Weil die Käsespeise dahin gekommen ist, will niemand so genau wissen. Fondue für alle Deutschen, die es nicht wissen. Fondue ist so geschmolzener Käse, in dem man Brot reintut. Und das ist halt so ein Schweizer Nationalgericht, das jeder kennt. Und das hat so einen Stolz. Ich glaube, deshalb haben die einen Prank mit dem gemacht. Weirdest food I have tasted at the Olympic Village. Ein orangiges Ekelfondue aus einer Kantine an den Olympischen Spielen geht viral. Swiss fondue. Und logisch. Und das sieht so nicht nach Schweizer Fondue aus. Das sieht so hässlich aus, Digga. Sowas würdest du in der Schweiz nie bekommen. Wenn man so ein Schweizer Heiligtum verhunzt, lassen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Ein Schweizer Heiligtum verhunzt. Das heißt, ein Schweizer Heiligtum schlecht macht oder verkackt. Einfach Cheddar Cheese im Fondue. Digga, imagine, das wäre so hässlich. Sieht aber auch wirklich hässlich aus, das Fondue. Aber wenn mal irgendjemand nachprüft, von wo das Video kommt, ob es der Wahrheit entspricht oder ob es ein Fake ist, ich glaube nicht. Und genau so verbreitet sich Bullshit. Oder soll ich sagen, Käse. Der Fondue-Schwindler. Habt ihr gesehen? Jetzt berichtet sogar der seriöse Printjournalismus von dieser Ekelsensation. Da auf Seite 17. Das chinesische Ekelfondue wirft hohe Wellen. Nicht nur TikTok-Userinnen und User sind entsetzt. Aber ich glaube, irgendetwas an dieser Sache stinkt so richtig. Machen wir also das, was man schon nur vor Tinder-Dates macht. Recherchieren. Von wem kommt das Fondue-Video? User 8193 Ich wette, dieses 819, das hat irgendeine Bedeutung. 02205089. Ein TikTok-Account mit einem einzigen Video. Vertrauenswürdige Quellen? Eher nicht. Und gesehen und gegessen hat es laut 20 Minuten ja auch niemand. Die Pop-Pilotin Melanie Hasler sagt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich würde es auch nicht probieren wollen. und auch ein Pressesprecher der Olympischen Spiele sagt, Das Fondue gibt es nicht auf der Speisekarte. Das Fondue gibt es nicht auf der Speisekarte. wie ein Autounfall ohne Zeugen, ohne Opfer und ohne Quellen. Und trotzdem wird die Story veröffentlicht und ist gefundenes Fressen für 20 Minuten Kommentarschreiber. Sieht aus wie Barbecue-Soße vom Dönerladen. Fondue made in China. Jetzt wisst ihr, wie es uns Italos geht, wenn ihr Ananas auf der Pizza macht oder Spaghetti mit Ketchup isst. Wohl nicht so toll, wenn traditionelle Gerichte dermaßen Die Schweizer sind getriggert. Die Schweizer Ultras, die sind getriggert. So nicht. versaut werden. Was? Aber von wo kommt jetzt das Fondue wirklich? Ja, okay. Vielleicht aus dem Labor in China? Oder vielleicht doch eher aus einer Kantine in Zürich, wo ganz zufälligerweise auch das Büro von 2 am Morgen ist? Ich würde den Käse so machen, dass wir irgendwie eine Packung Burgerkäse nehmen und das so ein bisschen leicht warm machen und dann so mit der Hand, so vermanschen und dann ist auch so ein bisschen ein Käseklumpen.
Ja, so richtig. Also was meinst du, so absolut grusiger Cheddar Cheese? Digga. Das hier, der rechts ist Moiri, absolute Legende. Bei 2 Uhr morgen. Und das braucht es für eine Breaking News Story. Grusiger Käse, steinharte Croutons, Chinastäbli und ganz wichtig, ein Nagelfieli mit einem Schweizer Kreuz. Also jetzt geht es einfach darum, dass wir das so filmen, dass man nicht checkt, dass wir da in einer SRF-Kantine sind, sondern in Peking, in der Olympia-Kantine. Und vor allem muss ja jemand sein, der dort dabei ist. Also am besten ein Schweizer Olympionik. Und da haben wir natürlich einen geholt. Heute. Till Wittmer, Curling-Legende. Der arbeitet bei 2 Uhr morgen. So nicht! Hey, viel Glück, hol schon eine Goldmedaille heim. Unser Olympionik ist die Sache absolut professionell angegangen. Das Handy im steilen Winkel gehabt und nicht aufs Fondue drauf, damit der Betrachter von dem Video nichts von der nicht-chinesischen Umgebung mitbekommt. Und dann zum Schluss noch der Money Shot, Degustation von dem Gaumenschmaus. Das sieht so hässlich aus, ne? Das sieht so hässlich aus, Chat. Wenn es viral geht, dann weiss ich auch nicht. Wenn das nicht viral geht. Also wir haben einen Curling-Olympionik, der zum ersten Mal das chinesische Fondue probiert. Am Arbeitsplatz von unserem Chef. Jetzt haben wir das Video nur noch mit Originalaufnahmen von einer Olympiakantine garnieren. Das Ganze mit den TikTok-Standard-Voice kommentieren. Weirdest food I have tasted at the Olympic Village. Und fertig ist unser Olympia-Video direkt aus Peking vom User 8193022050089. Und jetzt haben wir einfach abwarten und hoffen, dass uns das jemand abkauft. Wow. Jackpot! Unser Gourmet-Fondue schlägt so richtig ein. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Das orange Fondue So richtig schlägt es ein. 10.000 Views? Ist okay, ist okay. schlägt so richtig ein. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Das orange Fondue verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wobei das Fondue mit jedem Artikel noch realer und noch chinesischer wird. Während es 20 Minuten die Herkunft noch hinterfragt hat, ist beim Blick schon völlig klar, dass das Fondue von den Chinesen ist. Diese gelbe Pampe verkaufen die Chinesen als Schweizer Fondue. Und auch der österreichische Boulevard nimmt die Story auf. Euronews zieht nach und sogar englischsprachige Medien berichten. Und dann wird es richtig wild. Das 20 Minuten ruft die grosse Käsekrise aus. Ekel in Peking. Digga, wenn Schweizer Käse ins schlechte Licht gezogen wird, dann ist Krise in der Schweiz. Es kann Krieg geben, alles, aber wenn Schweizer Käse in ein schlechtes Licht gerückt wird, dann ist vorbei. In einem Da geht's gar nicht mehr. 10.000 ist für Milo ein gutes Video. Artikel wettert Martin Spar von Switzerland Cheese Marketing über unser Switzerland Cheese Marketing AG. Es gibt eine Switzerland Cheese Marketing AG. Das kannst du keinem erzählen, Digga. Die Schweizer Flagge dürfte dort streng genommen nicht eingesetzt werden, da es sich mit Sicherheit nicht um geschmolzenen Schweizer Käse handelt. Und was lernen wir jetzt aus all dem? Erstens, es gibt eine Swiss Cheese Marketing AG, die sich für unsere Käserechte einsetzt. Es gibt eine Firma, die sich für die Rechte des Schweizer Käses einsetzt. Das ist Schweiz. Es geht nicht mehr Schweiz. Roger Federer, DJ Bobo, Luca Hanni und die Schweizer Käse Marketing AG. Zweitens, nie Schweizer Nagelfiele verwenden, wenn man ein Cheddar Cheese Fondue macht. Und drittens, glaube nicht alles, was im Internet kommt. TikTok ist jetzt wirklich keine seriöse Newsquelle. In dem Fall ist es um Käse gegangen, aber im nächsten Mal geht es vielleicht um etwas Grösseres, um falsche Theorien von einem Virus oder falsche Fakten von einem Krieg.
Aber ich habe gesagt, auf all das aber essen wir jetzt doch mal ein Fondue mit unserem Special Guest, der Bobfahrerin der Melanie Hasler. Hallo. Hoi, schön bist du da. Wir können das als Premiere sehen, dass du die erste Olympionikin bist, die das Fondue probiert. Da, das ist unser Cheddar Cheese Fondue. Da Also gut. Das bleibt ja fast stecken. Ein guter. Hey, ein guter. Oh, ich habe schon verloren. Aber ich sage ehrlich, ich habe so ein bisschen Hunger und ich würde nicht Nein sagen. Auch wenn es absolut hässlich ist, ich würde nicht Nein sagen. Oh, runde Zahlen. Wie ist so? Geschmack? Kommt das echt? Mega klebrig. Ja, das ist jetzt tatsächlich schon nicht so speziell fein. Ich habe schon Besseres gehabt. Schweizer Käse. Warte, Martins Paar von der Switzerland Cheese Marketing AG kämpft weiter für die Anerkennung von Schweizer Käse. Melanie Hasler hat sich vom Käseschock erholt. Sie fährt sehr erfolgreich im Bob-Weltcup. Zum ersten Mal im Weltcup dabei auf der Heimbahn gestern gut. Hoi Till, viel Glück, Holschluss. Till Wittmer hat in Wahrheit nie Curling gespielt. Er macht heute Karriere als E-Sport-Zuschauer. Macht er wirklich, der schaut immer Twitch. Ich habe mit ihm geredet, der schaut immer Twitch. Mit all die Hei. Okay, 179.000 Aufrufe hat das Video. Das ist gut. Ja, das ist wirklich nicht fein. Der Käse klappt mega. Ja, geiles Video. Ich hoffe, alle Deutschen haben ein bisschen Schweizerdeutsch gelernt und das Fondue bitte immer mit Cheddar Cheese zubereiten. Es ist sehr, sehr geil.